Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Ich habe Bock auf Wandern. Ich habe sogar 2 Böcke zum Wandern. Das hier sind meine Begleiter, der Big Joe und der Luki. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Wandern. Wir starten Big Joe. Ich bin der vorne, der Gescheckte. Und ich bin der Luki, der hinten dran. Für uns ist es der Arbeitsweg. Wir sind 150 Kilometer unterwegs zu unserem Sommerjob. Und bis dort passiert einiges. Oh. Heute geht es auf die letzte Etappe. In Luzern werden wir zu Stars. Smile, Cheese, Go Cheese. Jetzt haben wir es dann geschafft. Dafür ist das Wetter nicht so berühmt. Magst du nicht mehr? Kein Bock mehr. Aber wir gehen noch ein bisschen, komm. Hey, ja. Das ist SRF bei den Leuten, Wunderland, die Geissentour. Jetzt meckern wir. Schlusssport ist angesagt. Grüß euch miteinander. Schön kommt ihr mit auf die letzte Etappe auf unserer Geissentour quer durch das Wunderland Schweiz. Noch 2 Wandertage haben wir vor uns. Wo es genau durchgeht, das seht ihr jetzt auf der Karte. 3/4 der Strecke haben wir jetzt hinter uns. Gestartet sind wir vor 8 Tagen in Lambois, im Berner Jura. Das Ziel ist Dallenwil im Kanton Nidwalden. Wir sind durch das Emmental gelaufen, über einen Napf ins Entlebuch. Und via Luzern geht es nach Dallenwil. Das ist das Ziel unserer Geissentour. Die letzte Etappe starten wir zu Wertenstein im Kanton Luzern bei einem Wasserfall. Zum Alters geht es zum Tierarzt. Das ist jetzt nicht so mies. Weiter geht's nach Luzern und dann mit dem Schiff nach Stanzstadt. Morgen steht das Stanzerhorn auf dem Programm und schließlich das Ziel in Dallenwil. Komm, okay, komm. Dahinter soll es irgendwo einen magischen Wasserfall haben. Und jetzt, wo es so schön geregnet hat, ist das sicher eindrücklich. Hier ist es allerdings eine Rutschpartie. He? Na, hoffentlich lohnt sich der Aufwand. Aha, der magische Wasserfall. Niagara-Fälle sind ein Seich dagegen. Es sieht aus, als käme das Wasser direkt vom Himmel. Kommt, wir gehen noch ein bisschen näher. Ich hätte es von da hinten eigentlich gut gesehen. Also ich finde ihn schon imposant. Ja, imposant. Und schön. Ew. Wirst sehen, jetzt kommt er im Fernsehen mit uns beiden und in 2 Wochen ist das voll der Instagram-Spot. Ich nicht so gerne Wasser, gell? Nass sind wir eigentlich schon genug. Und hier sind überall Influencer, die Stories posten. Ah, wie schön. Da spürt man richtig, wie es luftet. Das ist der magische Wind. Sind wir jetzt eigentlich auch Influencer? Na, ich mag diese Social-Plattform nicht so. Ich wüsste eine. Facebook. Ja. Kommt, wir müssen weiter. Jetzt geht es ins Kloster Wertenstein.
Diese Brücken sind eine Chance. Schnell rüber. Hast du auch gemeint? Oh, schade, jetzt wären wir gekommen. He? Grüß dich. Grüß dich. Ich hätte gerne ein bisschen geholfen, da, unsere biologischen Meier. Wollen wir ein bisschen mitnehmen? Kloster Wetterstein ist hier oben. Wisst ihr, wo das Gnadenbrunnen ist? Das ist unter der Kille im Felsen unten. Und was ist das für ein schönes Schwarzhaus? Ja, das ist der Lucky. Und das hier ist der Big Joe. Wir gehen eben in ein Entbuschungsprojekt auf Nidwalden. Ja. Aha, Das sind meine Wandergespendli. ist gut. Hä? Haben wir auch noch ein paar Geissen. Ist wahr? Ja, ja. Und jetzt nicht mehr, oder was? Nein, jetzt haben wir hier diese grossen Geissen dort. Kühe. Aha. Bis gleich, wir gehen jetzt mal das Gnadenbrunnen suchen. He? Wieder schauen. Gebt denen auch noch einen Schluck. Ja, machen wir. 10 Leute zusammen. Servus. Die grossen Geissen. Ja, kannst auch mitkommen. Hä? Komm. Ja. Hä? Wenn alle so Freude hätten, hä? Komm. Hey, macht nicht zu kalt. Ist das jetzt dieser Rinderwahnsinn? Ah, jetzt ist fertig. Tschüss. Sie war beim Gnadenbrunnen. Vielleicht haben sie das Gras nicht gefressen, sondern geraucht. Das ist das Kloster Wetterstein. Da geht der Jakobsweg durch. Wir sind auch ein hübsches Birkentrüppchen. Ah, ist das. Oh, schön. Haben wir ein bisschen Schermen gekommen. Wer durstig ist, den werde ich umsonst aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Die Wasserzusammensetzung ist unerklärlich. Zahlreiche Wunderzeichen sind bekannt. Gut, ja. Zuerst ein magischer Wasserfall und jetzt noch magisches Wasser. Hallo? Schmeckt's? Geht so. Ja, nimm einen guten Schluck. Es sind die letzten 2 Wandertage noch laufen. Hey. Oh, der hat es gerade ausgetrunken. Energy Drink. Ist gut. Schmeckt, hä? Ich bin ja gespannt auf die Wunder, die jetzt hier auf uns zukommen. Also. Nehmen wir noch einen Schluck. Wenn es nicht hilft, dann schadet es nicht. Jawohl. Die Richtung. Schon wieder so eine depperte Brücke. Die schöne Holzbrücke. Das ist jetzt gerade die Feuertaufe für euch. Und gleich geht es über eine grössere und vor allem eine prominentere. Feuertaufe und Holzbrücke ist jetzt nicht gerade die gescheiteste Kombination. Schafft ihr das? Ja, tipptopp. Das hier ist unser Arbeitsweg. Wir haben einen Sommerjob auf der Alm. Das weiss ich, denke. Ja, du schon. Ich erzähl's den Zuseherinnen und Zusehern. Ah ja. Wir essen dort Büsche weg. Da vorne in Blatten beim Alters habe ich einen Termin bei einem Grosstierarzt. Ich werde dort einen Gesundheitscheck machen mit euch beiden, so dass ich auf Nummer sicher gehen kann, dass sie gesund sind und fit ihren Job können antreten mit den anderen Geissli beim Entbuschungsprojekt. Luki, hast du Angst vor dem Onkel Doktor? Ich habe einfach meine empfindlichen Stellen.
Praxisweise. Hallo, ich bin Nicole. Gunther, hi. Hallo, Gunther. Sali Nicole. Wir haben einen Termin mit dir. Ja, genau. Wie geht's da? Geht gut, aber ich wäre froh für einen Gesundheitscheck. Ja, ist gut. Schauen wir sie mal an. Ja, es sind zwei schöne da. Hä, gell? Ja, Das ist auch nicht alle Tage, Nein, oder? du siehst nicht so viel hier bei uns in der Gegend. Ja. Die sowieso nicht. Da. Ja. Wenn wir ein bisschen Heu reingehen oder so, dass sie ein bisschen abgelenkt sind. Wäre vielleicht nicht schlecht, ja? Ist gut. Oh, So, ganze schaut da. Würstzähne voll. Schau mal. Genau. Hä? Und dann kommen wir wieder mal vorbei. Mal schauen, ob sie es Freude haben. Die wollen vielleicht eher Gras als Heu. Oder? Mal Ja, schauen. ist, glaube ich, schon gut. Was machst du da? Hansen läuft, das ist immer gut. Ja, nichts gegen meine Pansen. So. Geht's? Ja, Klau ist schon wichtig. Auch wichtig, einfach immer am Morgen und am Abend kontrollieren, ob irgendwelche Steine drin sind oder etwas. Schau mal Birnen, oder? Ja. Wie bitte? Liegt schon. Das ist, was am meisten braucht, oder? Meine Clowns sind super. Du noch ein Fieber messen? Ja. Wo willst du das messen? Komm, Luki. Ja, es geht ganz schnell. Also nein, da gibt es doch modernere Methoden. Jetzt ist gut. Jetzt ist es gegangen. Das ist so Normaltemperatur? Ja, so 38,3 bis 39,5. Aha, ein bisschen mehr als bei uns. Ja, deutlich mehr. Würden wir schon flach liegen. Sie hat das 39,5 hier, gerade an der oberen Grenze. Okay. Vielleicht ein bisschen von der Belastung vom Tag, vielleicht auch ein bisschen Aufregung und so. Ja. Also ist okay soweit. Gut. Also warte. Nochmal, Big Joe macht das super, Luki. Ja. Sie hat jetzt ein bisschen Temperatur, 39,8 hier. Was heißt das Sie? Hallo? Wenn es weg ist und so, würde es mich jetzt nicht stressen im Moment. Oder? Sicher noch mal das Fieber kontrollieren, vielleicht am Abend oder am Morgen. Das sollte unten sein. So 39,5 wäre gut. Bis 39,5 ist Bis gut. 39,5 Genau. ist gut. Also, danke noch einmal, Gute dass Zeit. wir Ja, vorbeikommen ist gern geschehen. Dir auch gute Komm Zeit. noch gut weiter. Merci, Danke. Gunther. Merci. Ciao, Nicole. Merci. Geht's weiter? Die Herren, hat euch jetzt gefallen hier, gell? Es geht so. Noch ein letzter Snack und dann geht's ab in die City. Es ist feierlich etwas los in diesem Luzern. Schon ein bisschen eine Challenge für uns Landeier. If you can make it there, you will make it anywhere. Was heisst das? Keine Ahnung, das sagt man so. So, schaut jetzt da. Big Joe und Luki. Das ist jetzt die bekannte Brücke, die ich erzählt habe, die Kappelbrücke von Luzern. Schaffen wir das? Gehen wir da drüber? Wir haben ja schon geübt, oder? Können wir auch Nein sagen? So. Du Luki, ihr wisst einen guten Untertitel für die Geißentour. Jawohl. Über 7 Brücken musst du gehen. Wir gehen doch vermerkt mit denen. Ja, wir gehen jetzt schnell über den Merit schauen. Ja. Hat er uns etwas übrig gelassen? Ja, noch ein paar Rüebli sind übrig. Es sind noch ein paar Rüebli, ja, das ist gut. Hä? Warum säckelt dich der? Brennt sie schon wieder? Na, die sind alle gestresst in der Stadt. Tipptopp. Schauen, ob wir etwas finden für euch. Zum Schauen, dass sie euch nicht Blumen anfressen können. Haben Sie Hunger? Das ist dann fertig lustig da. Ja, jetzt eben nicht. Jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Schönen Tag, Also gell? gleichfalls. Oh, schau, da hat es Äpfel. Äpfel und Bananen. Ich frage, ob wir etwas kaufen können. Verhungert uns sie also nicht in Luzern. He? Könnt ihr mir nicht schnell helfen? Ja. Der sieht aus, als hättet ihr ein bisschen Zeit. Ja, ich glaube, das ist genau mein Mann. Ihr habt aber keine Angst, oder? Vor denen? das sind da liebe Huren da, gell? Ah, das sind ganz liebe. Habt ihr selber auch gegessen? Ja, der Altbuben, ja. Ist wahr? Ah, jetzt haben wir eben hier schnell ein bisschen Äpfel und eine Banane kaufen. Würdet ihr sie nicht schnell haben? Mal, Oder sonst fressen sie drum, das Zeug?
Ich habe da hinten, gell? Ich habe keinen Käsestand. Ah, der hat auch einen Stand? Ja, ja. Da kommen wir dann auch noch vorbei. Ich mache schnell. Ist gut. Ja, dort tue ich da geschwind den Salat. Ein bisschen unterhalten. Ja, ja, wie heisst die wieder? Lucky, und Mit hier? der Kommunikation hapert es eben noch ein bisschen. Ja, vielleicht versteht er nur alles in Deutsch. Ja, könnt mal probieren. Ich hätte gerne eine Banane und einen Apfel gehabt. Eine Banane, ein Apfel, ein bisschen knausrig. Merci. Danke Ihnen vielmals. Ja, und wie läuft es mit diesen Geissen? Ja, gut, tipptopp. Jetzt müssen wir da, glaube ich, ein bisschen Platz machen. Excuse. Dass sie ein bisschen rüberkommen. Wir halten den ganzen Betrieb auf. Hä? Aber der hat es nicht so pressant, oder doch? Ja. Geht. Eben, ja. Das ist unser Käsemann. Da machen wir ein Päuschen hier. Ja, Hunger. Warte. Hier. Welchen Käse habt ihr da, den ihr empfehlen könnt? Das ist meins. Gib jetzt. Nein. Der fließt mir so vom Boden aus. Ich habe den Alpsprinz, den ich habe in der Produktion. Der wäre gut. Einfach so ein Scheibli, das ich zwischen das Brot klemmen kann. Ja. Hä? Lucky, fast alles vorgefressen, gell? Gibt's noch was? Nein, jetzt schade bekommst du nicht. Jetzt muss ich diesen 2 hungrigen Müller noch etwas geben. Hätte mir einen Köder echt neu? Ja, ich kann da hier. Kannst du es mir geben? Und die Bananenschalen sollten sie mir nicht essen. Da. Das ist mit der Lucky noch abgehauen. Moment schnell. Kommen wir noch mal zurück. Ui! Dort vorne hat es noch etwas zu essen. Ihren eigenen Kopf halten, hä? Aber sie laufen nicht davon. Wenn eine bei mir ist, ja, gell, du willst doch den Apfel, weisst du schon. Wir ein bisschen Stückchen machen. Hat's noch Banane? Eine. Hättet ihr mir auch ein Messer noch? Für den Apfel ein bisschen zu halbieren. Schau, da hat es noch ein bisschen. Seit der Fresse jetzt ja in der Eben. Schau da. Jetzt kannst du. Oh. Also. Nimm mir den mit. Sicher? Gut, ja. Oh, das ist der lieb. Ja. Merci Dann denkst du vielmals. ein bisschen an mich. Ja, das mache ich. Also. Jetzt lassen wir ihn, hä? Ja, gut, also. Ade. Wieder neu. Ja. This is a good picture. Huh? Then I do the picture for you, if you want. Also ich könnte mich noch gewöhnen an ein Leben im You're Rampenlicht. welcome. Yeah, smile. Cheese. Go cheese. Das Rampenlicht hat auch seine Schattenseiten. Alkohol, Drogen, Paparazzi. Time for you. Da schauen, hä? Das ist gut, ja. Das sind ganz liebe. Sonst könnte man sie nicht so mitnehmen. Lucky, komm. Komm, komm. Das ist eine richtige Attraktion hier in Luzern. You always want a kiss. Take care about your head. Ja, komm. Ich glaube, wir sollten Autogrammkarten drucken, Lucky. Und du kannst ja gar nicht unterschreiben. Ich habe einen sehr schönen Hufabdruck. Oh. Da fährt unser Schiff. Seid ihr bereit für das Wasser? Über den See schwimmen möchte ich jetzt auch nicht. Grüß dich. Wir haben auch noch 2 vierbeinige Passagiere. Ist das in Ordnung? Ja, sehr gut. Das ist auch unkompliziert. Ja, super. Sehr gut. Gehen wir schauen. Also, Das ist schon wieder so eine depperte Brücken. würden wir hinten ein bisschen stossen? Nein, also, Ja, das ist ein bisschen übergriffig. Also so etwas, nein. Grüß dich, ich hätte gerne ein Billett für meine Geissen und für mich. Wie kann ich das lösen? Was kostet so eine Geiss? Sind 12 Franken pro Geiss. Ja. Ist jetzt ein Hundetaxi oder was habe ich jetzt da? Ja, da kann man Hunde, Velos oder Geissen mitführen. Ah. Habt ihr etwa noch Geissen an Bord? Bis jetzt noch nie gehabt, nein. Ist wahr? Die tun so, als wäre das jeden Tag. Ist es okay, wenn wir da sitzen? Ja, sicher. Absolut.
Auch aufpassen. Ich bin einfach zu breit. Ah, so nice. Thank you very much. Hey, da sind wir. Hi, where are you from? Von wo seid ihr? Von Vancouver, Kanada, von weit weg. Es ist auch schön da. Was gefällt euch am besten? Die Landschaft. Und die Leute sind so hilfsbereit und nett. Und Geissen? Ja, ich liebe Geissen. He likes to show his Er zeigt gerne sein Bein. Er ist so stolz auf sein Bein. Nein, ich dachte, es gibt ein Gudeli, wenn ich das Pfötchen gebe. He? Bei den Hunden funktioniert das. Hä? Warum geht ihr mit Geissen wandern? Weil die sich gewöhnt sind. Es sind Wandergeissen. Sie sind lieb und schön. So nice and beautiful and Tun Sie die jeden Tag strahlen? Ja, ich sollte, aber er hat es eben nicht so gern. Welchen ist ruhiger? Ich glaube, ruhiger ist der Lucky. So we have to leave after. Jetzt müssen wir dann gehen. Aber ich hoffe, das Wetter bleibt so. Nicht zu viel Regen. Das haben sie nämlich nicht so gern. Und ich auch nicht. Da kündigt er sich schon an, der Regen. Das auch noch. Wir haben noch 5 Kilometer vor uns. Von Stanzstadt auf Ennetmoos. Und es geht nochmal ab sie. Komm, Big Joe, komm, komm. Eine richtige Plackerei. Gut. Habt ihr gesehen, wie schön? Ich sehe alles Hä? unscharf. Für das sind wir doch gekommen, hä? Ich habe Schweißtropfen in den Augen. So, also schnell 1 Minute, 2 sitzen, das liegt schon drin. Aber zu lange können wir nicht päuseln, Luki, weil schau mal dahinter, da braut sich gewaltig etwas zusammen. Ich lege jetzt hier ab. Jetzt ist die Strasse. Es ist gerade da. Na komm, dann geniessen wir ein bisschen die Aussicht, hä, Big Joe, schau mal. Für das sind wir doch gekommen, oder? Schön. Ja. Ist gut. Und ich lade dich von der Leine dafür. Ist das ein Deal? Ist gut. Komm, Luki kommt mal hinten nachher. Nein, es ist gleich nicht so gemütlich. Gut, Luki. Komm, Big Joe. Hoch. Das. Sie könnte auch mal Bitte sagen. Nochmal, Luki. Dort sehen wir schon unser Ziel. Dort gehen wir her. Hä? Ist gut. Nicht mehr weit. Das Häuschen, wo wir übernachten, heisst Fuisli. Komm. Pfui klingt irgendwie unanständig. Das ist halt Dialekt. Und tönt schon komisch mit dem Österreichisch. Aber nicht unanständig. Kann es tatsächlich verregnen? Letzte Meter noch. Hä? Hör mit. Komm, sa. Komm. Meine 2 treuesten Follower. Komm, sa. Komm. Pah, treue Follower. Komm. Man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben. Komm, gib. Komm. Komm mit. Es regnet. Nicht gut für meine Stimmung und nicht gut für meine Frisur. Ja, schau mal meine Frise an. Magst du nicht mehr? Kein Bock mehr. Hä? Komm, wir gehen noch ein bisschen, komm. Hey, ja. Sa. Da oben wartet schon das Empfangskomitee. Und das bei diesem Hodelwetter.
Habt ihr drei auf uns gewartet? Ja. Schau. Gehört ihr zum Häusli? Ja. Hallo, ich bin Nicole. Hallo. Hi, und du? Jael. Jael. Hallo, ich bin Sina. Sina. Und dein Name? Kira. Kira. Habt ihr so lange warten in diesem Regenwetter? Du? Nein, wir haben aus dem Fenster geschaut. Ah, habt ihr uns von unten gesehen? Ja. Ah, sehr gut. He? Also, dann gehen wir rein, dass wir nicht noch mehr nass werden. He? Ja. Ist gut. Hast du eine nehmen? Ja, so kann schon eine nehmen. So, genau. Gut. Hier gibt es Tempo an, gell? Ich will da schwärmen. Hallo miteinander. Nicole? Ja, freut mich. Martina, gell? Ja, genau. Nicole. Andres, freut mich sehr. Und wer bist denn du? Elin. Elin. Hey, die hat alle so schöne Namen. He? Also gut. Dann gehen wir schnell schermen. Ja. Ah, da dürfen sie rein. Ja. Also, sehr gut. Hallo, da kommt noch jemand dazu. Du bist der? Der Benno. Benno. Sally, ich bin Nicole. Auch noch? Ja, du willst rein. Ja, kannst du noch mal gehen? Jetzt hat der Doktor eben gesagt, wir müssen unbedingt noch Fieber messen heute Abend. Weil morgen kommen sie ja dann mit einem Haufen anderen Geissen zusammen, dass sie sicher fit und gesund sind. Und der Big Joe, der hat eben 39,6 gestern. 39,5 wäre eigentlich gut. Dann schnell Augen zu und durch. Schauen, ob wir das schaffen. He? Das weiss ich gar nicht. Vielleicht wäre es noch gut, wenn mir jemand helfen kann. Wer traut sich? Excuse. Ich glaube, er spürt. Er schmeckt den Braten. He? So, jetzt. Du musst echt auf die Hörner aufpassen, aber kannst du ruhig so ein bisschen da um den Hals haben. Als hätte ich nicht schon genug gelitten heute. Noch schnell eine Sekunde. Moment. Schön so haben. Was man da alles macht mit diesen Geissen. Schon noch? Hä? Ja. Ah, das ist super. Ich finde es nicht super. So ist gut. 38,8. Das nehmen wir. He? Das ist tiptop. Picobello. Dann wird schon noch. Nein, der war gut. Den lassen wir. So. Ihr kennt das. Ich glaube, jetzt muss ich mich irgendwo mal ein bisschen umziehen, wie plotschnass. Dann gehen wir den nicht zeigen, wo sie Super, das ist der lieb. Hä? Ja, das ist super. Ist das schön? Jesus. Ja, danke. Ja, kannst du schon Oh. reingehen. Ja, komm. Genau. Fang rein. Hä? Jö. Ja, das ist das schön. Was für ein Bijou. Hä? Ja. Schön. Und da haben wir dann noch das Öffeli, das wir noch einführen können, dass du schön warm hast am Abend. Also, dann sehe ich dich nachher dann. Ist gut? Ja, super. Merci vielmals. Ja, Tschüss miteinander. Tschüss miteinander. Nicole und wir sind am Schermen, aber die Wetterprognose für morgen sieht nicht besser aus. Ich muss eben schauen. Jetzt habe ich ja vor, für morgen auf die Stanzerhorn würde ich aber gerne rauf. Aber das Wetter macht mir wirklich einen Strich durch die Rechnung. Kann ich dort raufgehen? Ja, so rein vom Wetter her weiss ich nicht, ob ihr dann seht, wo wir sind. Oben. Wenn es Nebel hat, wird es etwas schwierig. Und die Wege sind jetzt auch ein Zeitchen noch gesperrt. Ah, ja. Jetzt hat er, glaube ich, sogar diese Nacht noch mal unter 2000 Schnee. Oh, also es könnte vielleicht schon sein, dass es nicht klappt. Ja. Müssen wir unseren Geissli noch die Schneekette Aber, anlegen? Weißt du, aber du kannst eigentlich heute vielleicht mit mir noch den Geissli ein bisschen Kraftfutter geben. Dass sie morgen den letzten Wandertag nur laufen. Willst du mitkommen? Ja. Hä? Ja. Willst du schnell mitkommen? Kira! Sehr gut. Ja, ich würde sagen, dass wir alle mit, die gerne wollen. He? Also, Futterfraktion parat? Ja. Gut, also gehen wir schauen. Lucky, das Servicepersonal kommt. Können wir da je ein Hämpfchen geben? Sie so nehmen und so herhaben, dass sie gut fressen können. So. Ja, schau, sie kommen schon. Oh, ja, am liebsten gleich den Kübel, gell? Ja, Schön? so. Ja, genau, so ist gut. Ja, kannst du einen? Ja, hallo? Gell? Das ist ein kleiner Fresssack, gell? Fuß gut, bis morgen.
Sehe ich den von da oben runter? Gell? Ja, wir sehen dich auch von unten rauf. Gute Nacht, Nicole. Schlaf gut, Nicole. Träum was Schönes. Und am nächsten Morgen schüttet es wie aus Kübeln. Darum bleiben wir hier und chillen. Nicole geht allein mit dem Bändchen auf das Stanzerhorn. Morgen, Nicole. Guten Morgen. Guten Morgen. Habt ihr auch gut geschlafen? Ja? Schau mal, was ich mitgebracht habe. Bananen. Bist du noch einmal auf Luzern auf dem Merit? Wir sehen uns nachher wieder. Ich gehe jetzt auf Stanzerhorn. Aber euch kann ich bei diesem Hudelwetter nicht mitnehmen. Schau da, fein. Ja. Du hast gerne Bananen, gell? Her damit. Also, tschüss. Bis später. Die Nicole stapft ohne uns im Regen los. Sie sieht ein bisschen traurig aus. Sie vermisst uns sicher jetzt schon. Auf das Stanzerhorn fährt man im Cabrio mit einer Gondel ohne Dach. Einer geht. Das finde ich jetzt am falschen Ort gespart bei diesem Wetter. Merci vielmals. Das ist nur für schlanke Leute hier. Wow. Jetzt bin ich ja gespannt. Ein bisschen Höhenangst, aber pst. Ich glaube, da mache ich vorne. Wow. Schön, ne? Das ist herrlich, ja. Job mit Aussicht. Auf jeden Fall, ja. Und Ausstiegsmöglichkeiten. Genau. Aber schon speziell, oder? Das ist ganz speziell. Es ist wirklich etwas Einmaliges, weil es die Bahn nur einmal auf der Welt gibt. Und man ist völlig in einer anderen Welt als sonst der Arbeitswelt. Also es ist wirklich etwas Phänomenales. Ja. Also da, wenn es über die Masten geht, an das müsst ihr mich jetzt noch ein bisschen gewöhnen, ganz ehrlich. Das ist schon, da sehen wir schon manchmal auch Gäste, die da ganz verkrampft hier stehen und sich wieder haben. Und dann, was gehst du dann ein bisschen gut zureden? Ja, oder? ja. Wenn man das kannst du auch mal ein bisschen merken, die noch Spass mögen verleiden, kann man sagen, oben ist es eigentlich sicherer, oder? Weil wenn der Boden lädt, haben wir ja unten noch einen. Jetzt erzähl nicht so Geschichten. Nein, wir haben eigentlich keine Unfälle und ja. es fährt total sicher. Ja. Aber jetzt haben wir noch Glück. Ja, von da unten habe ich das Gefühl, wir sehen auch nur weißen Nebel. Ja. Jetzt sind wir schon da. Ja, jetzt sind wir in der Station. Ja. Es geht blitzschnell. Ja, es ist, vor allem, wenn man ein bisschen reden kann, wenn man ein bisschen Gesprächsstoff hat, dann, das ist auch so ein Tipp. Wenn jemand Angst hat, dann kann man sie probieren ins Gespräch verwickeln und dann geht es relativ schnell. Das hast du super gemacht. Das ist gut. Ja, super. So, danke für den Besuch. Merci, hat mich gefreut. Tschüss. Tschüss. Kobi gesehen. Ja, tschüss, Nicole. Danke, wiederschauen. Jetzt fängt es noch an zu schneien, auch noch auf dieser Höhe. Können wir gleich mal oben runter schauen, wenn wir schon da sind. Auf dieser Aussichtsplattform auf dem Stanzerhorn sieht man genau nichts. Die Aussichtsplattform ist aussichtslos, sozusagen. Jetzt sieht man gleich etwas. Also ich sehe nichts. Was ist das Talenwil jetzt von hier aus? Findest du den Aarhorn, Eigermönch, Jungfrau, Brühlbisau, Rio de Janeiro.
machen wir dann bei der nächsten Geissentour. Tatsächlich, man sieht schemenhaft den Zuckerhut. Ja, mach nicht das Kalb. Der dort mit dem Hut ist ein ehrenamtlicher Ranger. Die gibt es hier auf dem Stanzerhorn. Ja, ist es da durch? Das ist da durch. Da unten sieht man Tallenwil. Ja. Zuerst kommt Wisiberg und nachher kommt Tallenwil. Und der Weg führt hier runter über die Rinderalp. Ist ein sehr schöner Weg, aber heute nicht zu empfehlen. Ja, ist es gefährlich. ist nass, ja. Der Weg, und rutschig. Ich würde es nicht empfehlen. Also, gehe ich halt wieder mit den Gondeln runter. Ja. Ja, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Tut es wieder zu. Ja, jetzt wird es nicht mehr besser. Ich muss definitiv noch einmal kommen, wenn es richtig schön ist. Das würde uns freuen. Vielleicht sehen wir uns dann wieder. Ja, würde mich freuen. Danke für den Besuch. Danke, Ciao, Nicole. Peter. Ciao. Man muss ehrlich sagen, der letzte Tag dieser Geissentour geht ein bisschen ins Wasser. Nicht nur bei Nicole auf dem Stanzerhorn ist es nass und kalt. Auch unten im Tal bei uns schifft es den ganzen Tag. Und im Regen laufen, darauf sind wir alle nicht so richtig scharf. Aber wir sind ja flexibel. Es gibt eine kleine Planänderung. Hallo Martina. Hallo, das ist der Service. Ja, gern geschehen. Komm mal gerade. Hast du die Geisseln schon geladen? Ja, die sind da parat. Für den weiteren Weg. Hallo. Schön. Hallo Kids. Yeah. Hallo. Wir sind mit dem Taxi hergekommen. Hallo. Ja, gut. Also, dann gehen wir auf Tallenwil. Jawohl, genau. Tipptopp. Ah, wer ist denn da noch alles hinterin? Hallo miteinander. Ist das schön, dass ihr uns begleitet? Super. Gut gegangen, Schuh. Ah. Wie es so ist halt, gell? Ja, ja. Ein bisschen beschissen ist es schon, die letzte Etappe im Auto zurückzulegen. Dafür kommen wir mit der anständigen Frisur zu Tallenwil an. Du weißt, wie mein Fell aussieht, wenn es nass ist. Hase. Machen da haut sie mir eins. Holla Duli. Duli Duli. Es ist also das Ziel unseres Trips, der Hof der Familie Niederberger in Dallenwil. Ich habe mir die Ankunft irgendwie ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Ein Feuerwerk hätte jetzt auch nicht gepasst. Wäre ja nass geworden. Also, jetzt können wir aussteigen. Wir sind da. Komm, heute kommen. Hallo. Ist das Sonja? Ja. Nicole, freut mich sehr. Hallo. Hoi. Hey. Ja, Zufall gibt's. Hallo zusammen. Ich bin Nicole. Hallo. Paul. Du bist der? Gurdin. Gurdin. Sehr Hallo. gut. Du bist ja der Geissenmann, gell? Genau. Hä? Ich habe die Geissen hinterin. Wollen wir die jetzt schnell ausladen? Ja. Zeig mir, wo sie herkommen. Hä? Ist gut. Leine habe ich da hin. Schauen, dass er nicht gleich abholt. He? Ah, es hat noch eine Tür. Aber die Ehre, ich bin der Big Joe. Warte da. Big Joe, Sally. Komm, so. Und den. Ich gebe den mal dir. Gut, ja. Und Luki, schau, das ist dein Auftritt. Jetzt kannst du rauskommen. Oh, wo ist die Blasmusik? Ja, voilà. Sehr gut. So. Jetzt, wo hast du eigentlich deine Geissen? Meine sind gerade hier oben, habe ich sie ausgelassen, auf der Weide. Kannst du mir sie zeigen? Gerne, ja. Dann tut er noch ein bisschen Bewegung gut. Also, ist gut. Tschüss zusammen. Ciao Martina, tschüss. Komm so. So. Ciao zusammen. Tschüss. Servus. Ah, da oben. He? Jawohl. Oh, die schauen schon. Sie sind ja so neugierig wie wir. Ja, es sind auch Geissen, wenn Ja. mal wundere und schaue gerade, was geht.
es hat ja kleine auch noch, hä? Ja, ich habe 12 kleine Geissli. Ja. Jetzt den Frühling gegen neu. Ui, ja, da. Und wie viel hast du insgesamt? Jetzt habe ich 18 Geissen. Jetzt hast du 20. Ja. Mit meinen beiden. Genau. Die ja da auch noch ein bisschen zu euch kommen, gell? Hast du ja herzige deine Geissli, hä? Ja. Schau da, eure Gespänli. Hä? Und du weisst ja alles über Geissen und vor allem weisst du auch Bescheid wegen diesem Projekt, wo ja meine beiden Geissen mitkommen, gell? Jawohl. Wie funktioniert das genau? Ja, das ist eine Organisation, die bestimmte Flächen wieder zu Naturwiesen machen oder auch so Flächen. Da haben sie vor ein paar Jahren sind dort noch Rinder oder einfach Rindvieh, die graset hat. Und jetzt, weil niemand mehr dort ist weiden, sind die Streicher gekommen. Und die Geissen, die sind halt Ausfresser oder auch ja, haben halt gerne auch so Sträucher ja, halt, genau. ja. Und die haben die auch zerlegen und genau, dass es wieder frische Flächen gibt. Du, und erzähl mal, dann sind die dann, ja, ein paar Monate weg. Ja. Wie ist das dann für dich? Es hat Vor- und Nachteile. Manchmal bin ich froh, dann muss ich nicht mehr schauen. Ja, ja. Im Herbst ist man immer wieder glücklich, wenn es zurückkommt. Ja. Und dann vermisst man es eben dazwischen gleich? Ja, mal. Denkst du schon ein paar Mal, sind sie jetzt echt wohnt. Aha. Genau. Es geht mir auch ein bisschen so. Also ja, jetzt, die 10 Tage, als ich mit ihnen unterwegs war, habe ich sie recht ins Herz geschlossen, die zwei. Und dann bleiben sie jetzt aber zuerst noch hier? Oder ja. Sie jetzt grad... Nein, jetzt sind sie noch ein paar Tage da. Ja, gehen sie eben ins Galankatal. Das ist das Graubünden. Und die haben auch dort so gezielte Flächen roden. Und dann geht es ja noch weiter, oder bleiben sie? Ja, die ziehen dann noch weiter im Tal. Und genau. Okay, schau mal, Big Joe ist schon mal auf dem Weg runter. Ich glaube, wir gehen gescheit ein bisschen schärmen. Ist gut. Ist gut. Ja, das so einen Hut braucht wie du. Genau. Big Joe ist schon voll am Arbeiten. Ich mache noch ein bisschen Pause. Komm, Big Joe, komm. Komm. Hier. Schau da, noch ein paar Kühe. Komm, Big Joe. Hä? Gell, komm, gehen wir in die Scherme. Die zwei. Oh, schön. Hä? Habt ihr noch einen Weg mit den Kühen? Da rein geht's. Schau. Oh, Achtung. Ja. Oh ja. Der Hunger ist gross. He? So. Ich glaube, jetzt brauche ich einen Moment für mit meinen Geissli. Ich will noch schnell Tschüss sagen. Gut, ja. So, die zwei. He? Jetzt sind wir am Ziel angekommen von unserer Reise. Jetzt heisst es Abschied nehmen. Bei dem bin ich nicht so gut. Wisst ihr was? Das habe ich eine gute Idee. Wir schauen jetzt noch schnell eure Besitzerin an, der Anita. Jetzt. Hallo da. Hi Anita. Wie geht's? Gut und selber? Ja, auch gut, auch gut. Wir sind jetzt am Ziel angekommen. Am Big Joe und am Luki geht's tipptopp. Sie sind jetzt gerade in die Scherme gekommen. Es hat ein bisschen geregnet. Schau da. Luki. Hey, schau da. Salut, Anita. Wie geht's? Ja, ja. Der Big Joe ist dahinter. Das ist mir jetzt zu emotional. Er holt gerade ab. Schön. Sie sind gut gelaufen? Sie sind gut gelaufen. Heute haben wir nicht so viele Kilometer gemacht, weil es recht geregnet hat. Aber wir sind gut angekommen und sie sind gesund und munter. Jetzt können sie dann arbeiten. Also, super. Merci vielmals, Anita. Mach's gut. Tschüss. Tschüss, Anita. Servus. So. Hä? Jetzt weiss ich auch, dass wir gut sind angekommen. Ist gut. Also, der Liebe. Tschüss. Bis anderes Mal wieder. Kommen wir dann vielleicht mal wieder besuchen. Gell? Tschüss. Ah. Ein Hornschlag zum Abschluss. Tschüss, Luki. Tschüss, Nicole. Es hat also gefällt mit dir. Tschüss. Servus, Nicole. Das war ein cooler Roadtrip. Ist gut. Hä? Arbeitet ihr gut? Fressen die Sträucher alle ab? Ah, jetzt musst du drinnen bleiben. Nein. Das Mal gehe ich nicht drauf rein. Naja, ein Versuch was wert. Tschüss. Da geht sie hin. Diese Reise war ein wunderbares Abenteuer. Ja, wer hätte es gedacht, dass man so gut haben kann.
150 Kilometer unterwegs durch die Schweiz mit einem Menschen. Ich vermisse den Big Joe und den Luki jetzt schon. Die zwei sind mir richtig ans Herz gewachsen, in diesen 10 Tagen, wo wir zusammen quer durch die Schweiz sind gewandert. Aber jetzt haben sie hier ein gutes Plätzchen und gehen schon gleich ins Galankatal. Und ich gehe jetzt heim und wahrscheinlich als erstes in die Badwanne. Merci, dass ihr dabei seid auf unserer Geissentour. Auf Wiedersehen miteinander. Auch von unserer Seite. Ciao zusammen. Und Servus. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».